Vor einer Woche war Pfingsten und der Joni, der Prediger, den ich gelesen habe, danke vielmals Joni, über die Gaben vom Geist und über die Früchte vom Geist, so die Balance von diesen beiden. Und ich möchte euch heute auch mitnehmen in eine Predigt über die Frage vom Heiligen Geist. Und zwar möchte ich euch mitnehmen, Umgang mit Irritationen. Ich möchte euch erzählen von meinen Irritationen mit dem Geist Gottes oder mit Menschen mehr als mit dem Geist Gottes. Und möchte euch mitnehmen zum Thema auch noch Türen öffnen. Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du jetzt auch dich gross machst und dich verherrlichst durch diese Predigt und du das zusammen sein. Amen. Ich lese den gleichen Text wie der Joni im letzten Sonntag, Johannes 14, Vers 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Helfer oder Fürsprecher oder Unterstützer oder Begleiter, ein Parakletus, kann man verschiedene Eigenschaften davon ableiten. Der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Der Vater wird den Geist von der Wahrheit geben, weil Jesus ihn bittet. Den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus kündigt da den Heiligen Geist an. Die Frage ist natürlich ja, aber ist er dann vorher nicht da gewesen, der Geist Gottes? Doch, er ist vorher auch da gewesen. Aber es sind zwei verschiedene Arten. Im Ersten Testament, die einen sagen alt, ich versuche ein bisschen mehr zu sagen Erstes Testament, weil alt ist es gar nicht. Mindestens nicht, dass es verbraucht ist. Aber im Ersten Testament ist der Heilige Geist auf einzelne Männer und Frauen gekommen für besondere Aufgaben. Und zu Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden für alle, die ihr Leben Jesus übergeben haben, wo Jesus Dienerinnen und Diener und Nachfolger sind, sagt die Bibel. Das ist der grosse Unterschied. Ich rechne seit Jahrzehnten mit dem Heiligen Geist. Ich habe sein Reden erlebt, ich habe ihn gespürt, ich habe sein Wirken erlebt, ich habe sein Wirken gesehen. Denn ohne ihn wäre ja die Quellenhof-Stiftung nicht entstanden, ohne einen Traum von ihm, ohne sein Wirken, ohne sein Beistehen. Auch die GVC hat sich nicht multipliziert, würde nicht dort stehen, wo sie heute steht, ohne den Geist Gottes. Das ist umso offensichtlicher, weil ich ja eigentlich sehr begrenzt gebildet bin. Ich bin ja nur 8 Jahre in der Schule. Nach 8 Jahren habe ich gesagt, ich halte das nicht mehr aus auf dem Stuhl. Dann hat man seine Zeit noch können. Ich habe gar keine richtige Ausbildung. Wo ein Jahr habe ich Briefträger gelernt, sonst nichts. Also es zeigt, dass da schon etwas mehr muss sein. Also ich habe den Heiligen Geist wirklich erlebt, wie er in all diesen Jahrzehnten durch Menschen wie mich und andere, die fehlerhaft sind, die begrenzt sind, die eigentlich nicht prädestiniert sind, dazu gewirkt hat und das ins Leben gerufen hat. Weil Menschen, die begrenzt sind wie ich, bereit sind, aufs Reden vom Heiligen Geist auch wirklich zu hören und seine Führungen zuzulassen. Und jetzt kommt meine Irritationen und meine Enttäuschungen. Vor 3 Wochen wäre ich nicht in der Lage gewesen, eine authentische, kraftvolle Predigt über das Wirken vom Heiligen Geist zu halten. Ganz ehrlich. Und zwar, weil mich in den letzten Jahren so schrittweise Irritationen und Enttäuschungen, sagen wir mal, beschlichen haben. Ich habe immer noch mit dem Geist Gottes gerechnet, aber Irritationen und Enttäuschungen haben mich beschlichen. Und zwar 2 verschiedene Arten von Irritationen und Enttäuschungen. Die erste ist Irritationen und Enttäuschungen über das Versagen von Menschen, die den Heiligen Geist haben. Das sind einerseits einmal die starken Leiter, die so Vorbilder waren für mich, wo ich alle ihre Bücher gelesen habe. Und plötzlich haben sie jämmerlich versagt. Plötzlich haben sie mich jämmerlich enttäuscht. Plötzlich sind sie weg von allem.
Plötzlich haben sich Lügen eingeschlichen, Intrigen eingeschlichen und weiss ich was. Dann habe ich nicht bei uns, aber sonst erlebt, ich komme viel um, wie in Leitungsgremien, christlichen Leitungsgremien von Kirchen und christlichen Werken Streit gegeben hat und Spaltungen. Und alle haben gesagt, und ich glaube, dass alle die Menschen den Geist Gottes hatten und trotzdem hat es so Turbulenzen gegeben. Das Nächste ist aber auch wir alle, oder? Weil ich in diesen Jahrzehnten viele von uns auch leider erlebt habe, wie sie teilweise vom Heiligen Geist geschwärmt haben und gesagt haben, wie sie den Heiligen Geist haben und alles. Und dann ihr Leben ja teilweise etwas ganz anderes gezeigt hat. Dass sie manchmal in höchstem Maß lieblos sein gegenüber ihren Brüdern und Schwestern oder anderen Menschen. Dass sie teilweise einem haben können, bodenlos enttäuschen. Und ihr Leben vieles gezeigt hat, nur nicht das übernatürliche Leben vom Geist Gottes. Die zweite Irritation oder die Enttäuschung ist gekommen von Menschen, die in grossen Heiligen Geist-Versammlungen waren. Komm, Heiliger Geist. Die überall umgereist sind. Ich bin teilweise auch umgereist. Und gewartet haben und grosse Versammlungen sind mit Zehntausenden oder mindestens Tausenden von Leuten. Wo dann die einen davon begeistert zurückgekommen sind und sagen, jetzt habe ich den Geist Gottes erlebt. Aber schon 2 Tage später ist das alles wieder verflogen gewesen. Andere habe ich erlebt, die hingegangen sind und enttäuscht zurückgekommen sind und gesagt haben, bei mir funktioniert es nicht. Ich vergesse, glaube ich, in meinem Leben nie mehr eine Frau bei uns in Winterthur, die ich sehr gut kenne, die nicht gerade unter Selbstwert glänzt, sondern im Gegenteil. Die bei uns in einer Veranstaltung zu Winterthur nachher zu mir gekommen ist nach dem Gottesdienst und gesagt hat, bei mir funktioniert es einfach nicht. Ich glaube, ich bin im Geist Gottes zu wenig. So, das sind so meine Irritationen, die sich ein bisschen aufgebaut haben, angesammelt hat in den letzten paar Jahren, die mich auch ein paar Schritte entfernt haben von dem so engen Rechnen mit dem Geist Gottes. Wie wirkt denn jetzt der Heilige Geist? Was tut er und was nicht? Und wie bin ich aus dieser Irritation, aus dieser Enttäuschung rausgekommen? Meine Entdeckungsreise hat angefangen vor etwa 3 Wochen, etwa 2,5 Wochen. Meine Frau und ich haben längere Zeit Ferien gehabt. Sieht man das? Jawohl. Also, meine Entdeckungsreise hat angefangen durch das erste Buch Samuel. Der Prophet Samuel hat den Saul zum König gesalbt. Und als er Saul zum König gesalbt hat, hat er folgende Ansage gemacht zum Saul. 1. Samuel 10,6. Er hat gesagt, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen, mit den Prophetenjüngern, in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Das ist eine Ansage. He? Der Heilige Geist wird dich erfüllen und du wirst in Verzückung geraten wie die anderen Prophetenjünger und der Geist Gottes wird dich verwandeln. Er wird aus dir einen anderen Mensch machen. Wow. Und dann ist es wirklich geschehen. Und wir lesen 3 Vers weiter, im Vers 9. Und als Saul sich wandte, um von Saul wegzugehen, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz und alle diese Zeichen trafen ein. Wow. Der Geist Gottes ist ins Leben gekommen, vom Saul. Und es wird da gesagt, das ist wie wenn er ein anderes Herz bekommen hat. Ein anderes Herz. Der Saul erfüllt vom Heiligen Geist, oder? Und wir erleben dann, wenn wir weiterlesen in den nächsten Monaten, wie er mutig, kraftvoll, übernatürlich, mit viel Weisheit
König geworden ist, das Volk in Kriege geführt hat und das Volk regiert hat. Und dann erleben wir leider auch seinen Abstieg. Der ein anderes Herz hat, der den Geist Gottes ganz klar hat, erleben wir seinen Ungehorsam, seinen Abstieg bis zum Suizid. Tiefer als sein Abstieg, auch bei der Hex, geht es nicht mehr. Ich habe weitergelesen und bin zum David gekommen. Beim David lesen wir im 1. Samuel 16,13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, der David, das Stell vom Saul, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Wieder genau das Gleiche. Der Saul ist nicht mehr König geworden, sondern der Geist Gottes ist von ihm gewichen. Der David ist König geworden und bei ihm ist der Geist Gottes immer geblieben, steht da. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann fasziniert mich zuerst mal seine Liebe zu Gott. Also, da findest du keinen anderen, finde ich. Seine unwahrscheinliche Liebe in sein Vertrauen zu Gott, du, der Heilige Geist, oder? Dann erlebst du die Wunder, die er erlebt hat mit seinem Gott zusammen. Und dann lesen wir bis zum heutigen Tag Psalmen, oder? Wo voll prophetischem durchwirkt sind, oder? Die Psalmen, die zurechtweisen, wo einfach gewaltig. Und daneben erleben wir leider auch David seine ganz groben Fehler. Und das hat mich natürlich dann zu einem anderen gebracht, zum Simson, auch voll mit Heiligen Geist. Und wie er geendet hat, wissen wir auch. Die eine mindestens, diese Säule, und dann ist die ganze Hütte zusammengefallen und er war tot. Wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist redet zu Menschen. Der Heilige Geist gibt den Menschen Mut, Kraft. Der Geist Gottes ist ein Begleiter. Der Geist Gottes tröstet und er hilft den Menschen, das, was Gott aus ihren verschiedenen Lebensbereichen will wachsen lassen, vorzubringen. Was tut der Heilige Geist nicht? Er macht aus fehlerhaften Menschen keine perfekte Marionette. Er macht aus versagenden Menschen, aus Menschen, die Brüche haben, macht er keine Menschen, die keine Brüche mehr machen. Wir Menschen sind jederzeit frei, auf die sanfte Stimme vom Geist Gottes zu hören und danach zu handeln oder eben anders zu handeln. Wir Menschen sind auch, wenn wir den Geist Gottes haben und alle, die von neuem geboren sind, die haben den Geist Gottes. Wir Menschen sind frei, unser Ego zu pflegen, unser Ego zu leben oder eben, dass Christus grösser wird in unserem Leben und der Geist Gottes die Früchte, die die Joni darüber geredet hat, in uns hineinwachsen lässt. Im nächsten Titel heisst es «Versöhnt». Durch das eben beschriebene Bibelstudium hat mir der Geist Gottes nochmal neue Klarheit gegeben. Und gerade das ist speziell. Ich kenne doch das Alte Testament. Aber ich kann euch sagen, wenn ich es lese, dann macht es immer putam, putam, putam. Da kommt immer so viel warm für mein Leben. Das ist ungeheuer. Da kann ich manchmal gar nicht mehr an. Ich sollte mal mein Tagebuch anschauen. Da steht damit ganz viel drin. Nicht nur so Abschnitte, plötzlich sind die Abschnitte so gross. Ich bin versöhnt worden mit dem Umstand, dass der Heilige Geist die schwachen Gefäße in fehlerhaften Menschen wohnt und durch sie redet und durch sie wirkt. So wie ich einer bin. So ist Gott. So wie Gott das spezielle, schwierige Volk Israel ausgewählt hat als sein Volk. So gibt sich der Geist Gottes in Menschen mit Begrenzungen und mit Fehlern. In Menschen und wirkt durch Menschen, die wir es manchmal gar nicht denken würden. Ich erinnere mich an eine Frau bei uns in Winterthur, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich meine, die Frau hat Prophetie gehabt, Vatergrad. Und sie sind voll eingetroffen. Aber schwierig. Als Mensch. Und dann zurechtkommen. Dann wieder mal schwierig, am Schluss zurechtkommen. Aber eben,
schwache Gefäße. Verstehst du? Und mit dem müssen wir umgehen. Das müssen wir sehen, dem müssen wir in die Augen schauen, oder? Auch, dass der Heilige Geist nicht durch emotional aufgeladene Veranstaltungen jetzt muss uns irgendein gutes Gefühl machen. Auch das ist nicht Tatsache immer. Es kann sein, und das ist Halleluja, wenn es passiert und alles, das geniesse ich, das liebe ich. Aber Freunde, das ist nicht das grundsätzliche Wirken vom Heiligen Geist. Mit dem musste ich versöhnt werden. Und dann hat mir der Geist Gottes eine Taube geschenkt. Oder geschickt. Die Taube, ich glaube, sehen wir jetzt da vorne, das Foto von mir, von der Ferien. Ich bin auf einem Spazierweg, wo ich dann über den Heiligen Geist nachgedacht habe, über das, was ich jetzt gerade predigt habe. Plötzlich habe ich ein paar Tauben gesehen da, vor mir. Aber das ist nichts Besonderes. Und ich mache ein paar Schritte auf die Tauben zu und alle fliegen fort, bis auf die eine. Eine Weisse. Die einzige Weisse. Sie bleibt dort. Aber sie bleibt nicht nur dort, sondern sie macht ein paar Gümperli-Schritte auf mich zu. Und schaut mich an. Und dann pickt sie wieder etwas und schaut sie mich wieder an. Und ich weiss nicht, wie lange. Es ist nicht wahr, es war keine halbe Stunde. Nein, ich wollte nicht aufschneiden, gar nicht. Vielleicht 3 Minuten, vielleicht 4 Minuten, ich weiss es nicht. Aber mir hat es gelangt. Bei der Ansicht war, habe so empfunden, dass der Geist Gottes mir die Taube geschenkt hat. Wo ja auch ein Bild ist für den Geist Gottes, oder? Bei der Taufe von Jesus sehen wir das Bild. Die weisse Taube ist für mich in dem Moment gestanden für Feinheit. Feinheit vom Heiligen Geist. Sich nicht aufdrängen. Es ist kein Tier, das sich einem aufdrängt. Es ist fein. Der Heilige Geist drängt sich uns nicht auf. Aber doch ist sie da gewesen. Doch ist der Heilige Geist da. Und doch ist sie zutraulich geworden. Der Heilige Geist ist zutraulich zu uns, im richtigen Sinn. Die Taube, die steht in der Literatur, in den Gedanken der Menschen für Treue, so ist der Heilige Geist treu. Die Taube, die steht für Reinheit. Der Heilige Geist steht für Reinheit. Die Taube, die steht für Frieden, wo ja Friedensbewegungen zu allen Zeiten wieder die Taube für sich genommen haben und uns wegnehmen, aber wir haben sie auch. Die Taube steht für Frieden, Inner- und Aussenfrieden. Die Taube, die jederzeit Freiheit hatte, da vor mir davor zu fliegen. Der Geist Gottes steht für Freiheit. Freiheit der Menschen innerlich und äußerlich. Aber auch von der Freiheit, mit dem Geist Gottes zusammenzuarbeiten oder eben ohne Geist Gottes zusammenzuarbeiten. Ihn einzulassen ins ganze Lebenshaus oder ihm eben das Lebenshaus verwehren. Das zusammen hat in mir eine neue Sehnsucht nach dem Wirken vom Geist Gottes ausgelöst und ein neues Rechnen. Jeden Tag versuche ich neu zu rechnen mit dem Geist Gottes, ohne dass ich irgendein Hemmnis in mir inne habe. Ich habe dann während mehreren Tagen Johannes 14 bis 16 die Kapitel gelesen, wo die zweifache, dreifache sogar Ankündigung vom Geist Gottes ist und wo Jesus erklärt, was der Geist Gottes macht. Johannes 14 bis 16. So habe ich einen neuen Hunger und eine neue Offenheit. Jetzt könnte ich 1 Stunde, 2 reden über den Heiligen Geist. Aber ich will gegen den Schluss eine Sache mit euch teilen. Das ist das Haus ausfüllen. Ich habe euch ein Lebenshaus mitgebracht. Vielleicht ist es dies. Und jemand hat mir gesagt, zur Winterthur, ja, das ist ja so ein Alpha-Kurs, sage ich, umso besser. Im Epheserbrief, Kapitel 5, 18 steht, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also, wenn es heisst, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, sie steht, könnt euch nicht mit dem Wein füllen, sondern lasst euch mit dem Heiligen Geist füllen. Wenn das dort heisst, dann heisst, du kannst leer sein mit dem Heiligen Geist, ein bisschen gefüllt, ein bisschen mehr gefüllt oder noch ein bisschen mehr gefüllt. Es gibt also unterschiedliche Füllstadien mit dem Heiligen Geist in deinem und meinem Leben. Und darum bin ich dann auf die Idee von dem Lebenshaus gekommen und jetzt hat man es jemand ganz neu gezeichnet. Was macht denn der Heilige Geist in deinem Lebenshaus?
Der Heilige Geist im Lebenshaus, er möchte zeigen, wo noch Dreck ist, wo weggehört. Er möchte dich aber ermutigen. Er möchte dir Anleitung geben. Er möchte gerne ins Leben rufen und dir zeigen, was Gott in diesen verschiedenen Zimmern von deinem Lebenshaus will tun. Er möchte dich begleiten in den verschiedensten Situationen von deinem Leben. Er möchte gerne bei Gottes Plan über dich freisetzen. Und die Frage ist, darf er in jeden Raum von deinem Leben und dir all das wirken, auch den Dreck in diesen Zimmern aufzeigen. Die erste, die ich da habe, wo man die Tauben drin sehen, oder? Die fliegt jetzt jedes Zimmer rein. Oder? Und das ist jetzt die Frage, in welchem Zimmer das er bei deinem Lebenshaus Zugang hat. Das erste ist der Keller, oder? Und mir hat einer erzählt, seine Großmutter, glaube ich, einen Kohlenkeller hatte. Da kann ich mich auch gerade erinnern. Als ich im Landdienst war, wie als Bub, bin ich immer im Landdienst, hatte einen Kohlenkeller. Oder? Und dort war es staubig und dreckig. Oder? Es ist wunderbar, wenn der Heilige Geist in den Kohlenkeller gehen kann. Oder? Hat jemand noch einen Kohlenkeller daheim? Bei den Großeltern noch? Nicht mehr, das macht man heute nicht mehr. Es ist dreckig, so tut man nicht mehr heizen. Ja, es gibt schon noch Kohlenkeller in dem Leben von einzelnen Menschen. Und da gibt es so Grümpel, oder? Die schon lange nicht mehr aufgehören, schon lange nicht mehr ins Leben gehören, tut man in den Keller runter. Und darum ist es wichtig, dass der Geist Gottes in deinem Keller einen Zugang hat, dort, wo der Grümpel ist, dort, wo es stübt, dass er dich aufzeigen kann, was endlich einmal zum Entsorgen gehört. Wir sind jetzt erst 2 Jahre gezügelt, aber es wäre schon wieder einmal dran, gell, Schätzchen? Du sagst mir es immer wieder. Komm jetzt, lass das Zeug mal ein und fahr es fort, oder? Das Nächste, und ich kann mitnehmen, so wichtig der Keller ist, aber es ist eben wichtig, dass der Geist Gottes nicht im Keller bleibt, sondern dass er ins Wohnzimmer kommt. Das Wohnzimmer steht für den ganz gewöhnlichen Lebensalltag, oder? Für den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und nicht nur für den Sonntag. Den ganz gewöhnlichen Lebensalltag wird der Heilige Geist mitprägen, mitgestalten. Das nächste ist das Gästezimmer, oder? Im Gästezimmer, da geht es mir um Beziehungen zu Gästen oder weiter zu deinen Nachbarn. Er möchte gern mitreden, dich unterstützen, dir helfen in den Beziehungen zu deinen Nachbarn. Also zu den Menschen, die dir nahe sind, weil sie nicht direkt zu deinem Haus und deiner Familie gehören. Dann das Kinderzimmer, deine Beziehungen zu deinen Kindern, deine Erziehung von deinen Kindern, Beziehungsart von deinen Kindern, Prioritäten, die du deine Kinder lehrst. Das heisst ja, gewöhnt den Knaben an seinen Weg, solange er noch klein ist, oder? Dein Schlafzimmer, oder? Er möchte gern teilhaben deiner Ehe. Er möchte gerne mit dir ein Gespräch über das Sexualleben oder über die Single-Sein. Oder zum Schluss noch im Arbeitszimmer, oder? Homeoffice. Aber Arbeitszimmer im Homeoffice mit dem Computer, was du gerade schaust und schaffst. Oder Arbeitszimmer geht viel weiter, echt deine Arbeitswelt. Der Geist Gottes möchte konkret in deiner Arbeitswelt mit dabei sein. Er möchte gerne dir Ideen geben für deine Arbeitswelt. Wo hat der Heilige Geist in deinem Leben, in welchem Zimmer, wie viel Einfluss? Lebt er im Keller und du holst ihn ab und zu wieder rauf, weil er dann gerade in den Sinn kommt nach einer Predigt. Das ist schon das Problem, oder? Bei uns im Westen, wo wir so vieles machen können, jetzt zwar nicht mehr mit der Pandemie, aber sonst so viel können machen, da vergisst man es plötzlich, dass man ihn eigentlich noch brauchen könnte. Als er auch noch da wäre. Ich frage jetzt nicht, wer hat das schon vergessen, oder? Ihr alle nicht, nur ich. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Geist Gottes nicht in diesen Zimmern sich entfalten kann. Im Epheserbrief 4,30 heißt es noch, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Wie kann der Heilige Geist betrüben? Dann ist man eben nicht voll vom Heiligen Geist, wenn man ihn betrübt. Wie kann er ihn betrüben?
Wie die Tauben, oder? Ich hätte jetzt auf sie losgehen, oder? Man kann den Geist Gottes betrüben durch Unordnung im eigenen Leben, wo er aufzeigt, aber es interessiert ihm nicht. Hat sich der Geist Gottes in deinem Leben zurückgezogen, weil er betrübt ist von deinem Lebenswandel? Oder hast du ihn aus Irritationen und Enttäuschungen irgendwo auf die Seite geschoben? In welchem Raum von deinem Leben darf der Geist Gottes rein? Wo hat er Zugang? Heute könnte ein Tag sein, wo wir im Gebet mögliche Irritationen, Enttäuschungen würden loslassen. Lass los, hat es im Moment all die Plakate überall. Haben ihr auch schon gesehen jetzt? Mobility-Auto. Ich habe ein Mobility, oder? Ich kann loslassen, mein Auto, ich habe kein Auto mehr. Aber es geht nicht um Auto loslassen, sondern es geht vielleicht darum, Irritationen und Enttäuschungen loszulassen. Es geht vielleicht darum, schockiert zu merken, hey, eigentlich am Sonntag, ja, wenn predigt wird, denke ich daran, aber sonst, wie verpassen wir etwas Gewaltiges, wenn wir nicht im Alltag mit dem Geist Gottes rechnen. In allen Zimmern von unserem Leben, im ganzen Lebenshaus. Heute ist ein Morgen, wo man sagen kann, komm, Geist Gottes, ich mache dir meine Türen auf zu jedem Zimmer. Du darfst kommen und mit deiner sanften Art aufzeigen, wo es etwas bereinigen gibt. Komm, Geist Gottes, und komm in das Zimmer rein, in mein Arbeitszimmer, wo ich dich oft heilage. In unser Kinderzimmer rein, in mein Single-Leben rein. Ich lese im Moment noch einiges über Wüstenväter. Nicht im Moment, ich lese schon seit ein paar Jahren, auch wieder neu. Und dort kommt immer wieder das Wort Demut vor, oder? Wissen, dass wir den Geist Gottes brauchen, hat auch mit Demut zu tun. Und Irritationen und Enttäuschungen loslassen, auch mit Demut zu tun. Kommen wir schnell auf zum Gebet, lasst euch ein dazu. Heiliger Geist, wir ehren dich als unser Fürsprecher, unser Begleiter, aber als der, der uns den Vater und den Sohn lieb macht, der uns leitet in die Heilige Schrift, in die Worte hinein, der uns aber auch aufzeigt, wo ein Schmutz und Dreck in unserem Leben ist. Und so heissen wir dich herzlich willkommen. Einmal mehr vielleicht in jedem von unseren Zimmern. Oder wir machen heute ein Zimmer mehr auf für dich. Geist Gottes, du bist so fein. Du schreist nicht. Du flüsterst. Du tippst uns an. Du lässt dich wegweisen, aber du lässt dich auch einladen. Heiliger Geist, ich bete, dass du Frieden schenkst in unseren Herzen, dort, wo der Frieden nicht da ist. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirkst zu Frieden. Durch uns hindurch, zu anderen Menschen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein für Freiheit. Freiheit in unseren Herzen. Von Angst. Freiheit von Minderwert. Geist Gottes, du willst uns Zeugnis geben, dass wir Kind vom himmlischen Vater sind. Aber eine Freiheit von Gebundenheit, wo du heute willst in
anklopfen und sagen, da bist du noch nicht frei. Tu und du dein Werk. Wir wollen dich einladen. Wir wollen dir Raum geben. Wir wollen dir viel Raum geben. Wir wollen dir versuchen, allen Raum zu geben, Geist Gottes. Durch das, was der grosse Unterschied ist. Das gewaltige Geheimnis, das wir kaum verstehen können. Danke vielmals. Ich ehre dich, Geist Gottes. Ich ehre dich, Jesus, wo der Vater gebeten hast, dass er uns den Geist Gottes schenkt. Ich ehre dich, Vater im Himmel, dass du den Geist Gottes ausgossen hast. Und immer wieder neu willst geben diesen Menschen, die deinem Sohn Jesus Christus nachfolgen. Amen.